Was ich Ihnen erzählen möchte, geschah im Jahr 1922. Ich war 14 Jahre alt und hatte bereits einen Busen. Meine Mutter sorgte sich, dass er sehr groß werden könnte, weil er schon so früh anfing. Er ist dann ja auch groß geworden. So ganz nebenbei ist das nicht, denn die Damen zu der Zeit, als ich endlich selbst eine war, bevorzugten einen kleinen Busen oder gar keinen. Am besten gar keinen. Pech gehabt. Wer ist da, wo uns das erzählt? Das ist Anouk Perlemann-Jakob, die Protagonistin vom neuen Roman vom österreichischen Schriftsteller Michael Köhlmeier. Und der Roman heißt «Das Philosophenschiff». Genau, das Philosophenschiff. Anouk Perlemann-Jakob ist unterdessen eine 100-jährige Frau und sie erzählt ihre Geschichte aus dem Jahr 1922 im Jahr 2008. Und zwar einem Schriftsteller, der auch Michael heisst, der auch aus dem Vorarlberg kommt und der auch mit einer Monika verheiratet ist. Also alles wie beim richtigen Michael Köhlmeier? Alles wie beim richtigen Michael Köhlmeier, genau. Und der nicht ganz richtige Michael Köhlmeier macht jetzt aus dem, was Anouk Perlemann-Jakob ihm erzählt, im Auftrag von dieser alten Frau ein Buch. Also und das ist das Buch, das du mitgebracht hast? Ja, also so könnte man es deuten. Also, im Zentrum von diesem Buch steht eine bestimmte Episode aus der Geschichte der russischen Revolution. Und zwar eben die Geschichte von dem Philosophenschiff. Da hat man die letzten noch verbleibenden russischen Intellektuellen aus der jungen Sowjetunion ausgewiesen, auf ein Schiff hier und ab übers Meer geschickt. Ingenieure, Professoren, Musiker, Künstler, also eigentlich die ganze Intelligenz, die es noch gegeben hat. Warum genau hat man das gemacht? Man hat diesen Intellektuellen nicht getraut. Man hat das Gefühl gehabt, die werden irgendwann einmal der Revolution in den Rücken fallen. Der Trotzki, Nummer 2 von der bolschewistischen Hierarchie damals und Gründer von der Roten Armee, der war der Organisator von dieser Aktion, vermutlich im Auftrag von Lenin selber, also vom Kopf der Revolution. Und der hat als Begründung gegenüber der westlichen Presse gesagt, wir müssen das machen, wir müssen die Leute ja sonst verschießen. Das sei also ein humanitärer Akt. Also es klingt für mich nicht so nach humanitären Akt, aber umso spannender in dem Fall der Roman «Das Philosophenschiff» von Michael Köhlmeier. Das ist also das Buch, wo wir in unserer ersten gemeinsamen Folge «2 mit Buch» darüber reden. Wir sind der Michael Luisi, der das Buch ausgewählt hat. Und ich, Jennifer Kakshuri, die ein paar Fragen dazu hat. Dann fangen wir an. Dann fangen wir an. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es war, aber ich glaube durch das Herumsurfen im Wikipedia. Das sagt der Michael Köhlmeier auf meine Frage, wie er denn überhaupt auf das Philosophenschiff gekommen ist. Dass ich über einen Namen eines russischen Revolutionärs, der mich damals aus irgendeinem Grund interessiert hat, beim Rumhüpfen so im Wikipedia auf das draufgekommen bin. Und allein der Begriff Philosophenschiff ist schon für einen Schriftsteller irgendwie inspirierend. Und dann hat er die Idee gehabt, einen Roman aus dem zu machen? Nein, noch nicht. Der hat zuerst noch eine andere Aufgabe gehabt. Also allein ein Thema animiert mich noch nicht zu schreiben, muss ich sagen. Also das Thema muss eine Person finden, über die man es erzählen kann. Und ich habe vor etlichen Jahren die Frau Margarete Schütte-Lichowski, also der österreichische Architektin, kennengelernt, als sie 101 war. Da wollte sie, dass bei einer Feier ihr zu Ehren ich eingeladen werde und über den Daedalus erzähle. Und das hat mich immer sehr beeindruckt dort, diese Frau, die fast nichts mehr gesehen hat, fast nichts mehr gehört hat, aber ganz noch sehr, sehr kräftig da war, sehr fordernd da war. Und die hat mich sehr fasziniert, die Frau, und auch das private Gespräch mit ihr. Und das ist viele Jahre her, und dann, als mir dann die Idee gekommen ist, ja, die könnte ja mit ein bisschen Zeitverschiebung zur Zeit der Philosophenschiffe von Lenin und Trotzki dabei gewesen sein. Dann habe ich eine Person gehabt dafür. Und wie wird jetzt aus der Margarete Schütte-Lichowski der Anouk Perlemann-Jakob? Also die Architektin, die bleibt, der Rest wird neu erfunden und ein bisschen wird noch an den Lebensdaten umgeschraubt. Geboren ist sie jetzt 1908, sodass sie dann tatsächlich 14 Jahre ist, 1922. Und das bedeutet auch, dass der Roman in der Jetzt-Ebene im Jahr 2008 spielt. Okay, dann tauchen wir jetzt in die Geschichte von der Anouk Perlemann-Jakob. Genau. Und wir sind immer noch in dem revolutionären Petrograd im Jahr 1922. Wir lebten damals bereits in unserer neuen Wohnung. Aus der alten waren wir ausquartiert worden. Das war wegen des allgemeinen Elends in St. Petersburg. Große Wohnungen wurden in Lazarette umgewandelt oder kaputtgeschlagen oder angezündet. Es war Bürgerkrieg.
Und ein Bürgerkrieg ist immer auch ein Krieg der Armen und Ungebildeten, der Dummen und Bösartigen gegen die Intelligenzia. Zur Intelligenzia gehörte, wer nicht schwitzte, nicht stank und seine Arbeit im Sitzen tat. Das traf auf meine Eltern zu. Mir gefällt der Ausschnitt mit dem nicht schwitzen und sitzen. Also wir wären wahrscheinlich auch betroffen. Wir wären schwer betroffen. Wir wären schwer betroffen. Aber jetzt ganz ernst, wer sind denn die Eltern von dieser Anouk Perleman-Jakob? Ja, das sind halt dann eben auch so Intellektuelle. Der Vater ist ein Architekt, Dozent für Architektur auch noch. Und er ist schon relativ alt, um die 50, und die Mutter, die ist sehr viel jünger. Sie ist eine Ornithologin. Und dann kommt noch etwas dazu. Die Familie ist nämlich jüdisch. In dieser politischen Situation dort könnte das vielleicht sogar ein Vorteil sein. Vielleicht. Dass Trotzki Jude war wie wir, das hat uns beruhigt. Nicht sehr beruhigt, aber ein wenig doch. Wir dachten, wenn es ernst wird, erkennt er seine Leute. Obwohl, Sinowjew war auch Jude. Apfelbaum soll er in Wahrheit geheißen haben. Und der war der Meinung, 10% der 100 Millionen Russen müssten vernichtet werden. Das sind 10 Millionen, Maden, die am Allgemeinwohl fressen, wie er sich ausdrückte. Da wären sicher auch Juden dabei gewesen. Ob er die geschont hätte? Darauf konnte man sich nicht verlassen. Wer ist denn der Sinowjew? Das ist einer der engsten Mitstreiter von Lenin. Er ist zum Beispiel auch in dem Zug, in dem berühmten, wo der Lenin von Zürich auf Petrograd zurückgegangen ist während der Revolution. Er ist dann auch der erste Chef von der sogenannten Dritten Internationale, von der Komintern, also von deren Organisation, wo sich alle kommunistischen Parteien zusammengeschlossen haben, unter der Leitung von Moskau. Also damit kann man sagen, einer der mächtigsten Männer in diesem System. Aber er ist nachher auch unter Stalin ums Leben gekommen. Und wie kommt jetzt die Familie auf das Philosophenschiff? Das geht zurück auf eine Vorgeschichte von dieser Familie, die auch erzählt wird in diesem Roman. Da sind wir in Paris, 1909. Die Familie ist dort, weil der Vater eine Gastprofessur hat, im Polytechnikum dort. Und dort lernen sie eine Reihe von anderen Russen kennen. Zum Beispiel ein Dichter, der Nikolai Gumliow. Der wird der Liebhaber von der Mutter und dann auch der Liebhaber vom Vater. Den hat es tatsächlich gegeben. Und dann noch einen Mann namens Boris Savinkov. Den hat es auch gegeben und ist die treibende Kraft hinter einem Attentat, das es tatsächlich auch gegeben hat, auf den Grossfürst Sergei Romanov. Und das war ein bedeutender Fall in der ersten russischen Revolution, der Vorgängerrevolution von 1917, der von 1905. Und die beiden, plus noch eine dritte Person, die auch dabei war, die tauchen dann nach der Revolution von 1917 wieder in Petrograd auf, in der Familie von dieser Anouk. Und die sind aber unterdessen alles Gegner von der Revolution und Gegner von der Bolschewiki gewesen und werden auch an die Kasse gebeten, die werden zum Teil erschossen. Und das ist dann wiederum der Grund, wieso der Geheimdienst bei der Familie von der Anouk auftaucht und ihnen eines Tages dann sagt, die haben 2 Stunden Zeit, packt eures Zeug und dann ab auf das Schiff. Also es kommt ziemlich viel zusammen, also die Familiengeschichte und die Politik und die Erzählung von Michael Köhlmeier, wo ein Michael Ladler schreiben und so weiter. Was hat dich jetzt an dem Roman am meisten interessiert? Mich interessieren 2 Themen an diesem ganzen Roman. Das eine ist die Ideologie und was sie macht, wenn sie dann wirklich umgesetzt wird, also wenn es dann wirklich zu der Revolution kommt. Und dann gibt es einen zweiten Punkt, den ich sehr interessant finde, und zwar, was mit den Menschen dann passiert. Man muss hier jetzt davon ausgehen, dass das Wichtigste in diesem Moment das ist, was aussen läuft. Die Revolution, der Bürgerkrieg, alle die grauenhaften Sachen. In dem Moment, so beschreibt es der Köhlmeier in seinem Buch, ziehen sich die Leute, das Liebespaar oder die Dreieckssituation, die wir hier sehen, ziehen sie zurück aufs Privateste und kümmern sich nur noch um ihre Sexualität. Also der innerste private Teil des Lebens, der wird dann plötzlich ganz wichtig. Und das Grosse und das Private nebeneinander gestellt, das finde ich höchst interessant. Das klingt für mich jetzt auch alles total spannend. Also auch gerade das Liebesdreieck, wenn man so will. Also auch in dieser Wahnsinnsgefahr und die Sexualität. Aber eigentlich am allermeisten interessiert mich die Anouk Perleman-Jakob, also die Tochter von denen. Was ist denn mit der? Gibt es die wirklich oder ist die einfach angelehnt an dieser realen Person?
Also die gibt es nicht wirklich, die ist konstruiert, aber alles rundum, das gibt es wirklich. Also das heisst, es hat sehr viel Dokumentarisches, Echtes, aber die Anouk Perleman-Jacob ist eine geschöpfte Figur, wenn man so will, eine nicht reale, fiktive Figur. Wie geht das alles zusammen? Also das ist etwas, was der Köhlmeier sowieso sehr betrifft und ich habe das natürlich auch gefragt. Das ist eine Marotte von mir, muss ich sagen. Das vielleicht auch deswegen, weil ich selbst den Beruf der Schriftstellerei ganz tief im Herzen als unseriös ansehe. Unseriös deswegen, weil wir wissen, der seriöse Teil, die Recherche, ist nicht das Wesentliche. Der unseriöse Teil, die Einbildungskraft, ist bei der Literatur das Wesentliche. Das heißt, ich habe einen Beruf, dessen Wesentliches nicht seriös ist. Deshalb versuche ich, das ist eine Marotte eben von mir, dieses Unseriöse der Einbildungskraft, die drin vorkommt, abzustützen durch historische Sachen. Es ist natürlich auch wie soll man sagen, ein Trick jeder Lüge. Wenn ich Ihnen einen Bären aufbinden will, ist es günstig, wenn ich ein bisschen abschweife, aber abschweife in das Reale hinein, das Sie selber bestätigen können. Weil ich muss Ihnen nicht sagen, dass die russische Revolution stattgefunden hat. Und wenn ich einen Namen wie Gumilev nenne, also einen Dichter, den können Sie sofort googeln auf Ihrem Handy und sehen, aha, der ist wahr. Und allein die Tatsache, dass dieser Dichter wahr ist, der gibt mir Kredit. Das heißt, meine Glaubwürdigkeit dem anderen, dem unseriösen Teil der Literatur gegenüber, die Glaubwürdigkeit unterstütze ich, wenn ich am Rande Realiter bin. Also das heisst, Michael Köhlmeier sagt, alles was literarisch ist, alles was fiktiv ist eigentlich unseriös. Aber ich nehme es ihm nicht ganz ab. Also er kokettiert auch ein bisschen mit dem, kommt es mir vor? Ja, nein, ich würde es nicht sagen. Also vielleicht, das klingt natürlich gut, aber was ich bei ihm wirklich weiss, und ich habe ein paar Mal schon mit ihm reden über so spezielle Figuren, ist, dass er sich von diesen Figuren leiten lässt. Und das ist wirklich noch interessant. Er geht nicht an und sagt, die muss dann auf Seite 25 das und das machen, damit das auf Seite 350 aufgeht. Natürlich hat er eine Art Plan, aber wenn eine Figur etwas macht, dann macht er das. Aber das heisst, er hat so die historischen Gegebenheiten oder Begebenheiten und dann kommen fiktive Figuren und leiten ihn durch das durch? Ganz genau. Also, oder auch sonst, wenn es jetzt nicht ein historischer Roman ist. Klar, da muss man sehr viel recherchieren, das muss dann einfach auch im Aussen stimmen. Aber im Inneren von der Figur, die Figur hat eigene Gesetzmäßigkeiten und die bestimmt nicht der Köhlmeier, nicht der Autor, das sagt die Figur selber. Die leitet ihn. Und dann besteht auch eine Chance, dass das ernstzunehmende Literatur wird. Und kannst du das Beispiel machen in Bezug auf die Anouk Perleman? Ja, es gibt ein Beispiel. Die Anouk Perleman, die wird ja dann eine erfolgreiche Architektin, die geht dann in die USA, später kommt sie nach Österreich und die tritt dann in die kommunistische Partei ein. Und das, obwohl er sie ja erfunden hat. Ja, eben, die habe ich erfunden, aber das heißt, ich habe deswegen nicht so eine absolute Herrschaft über sie. Das wäre fatal. Also dann wird es Papier. Und ich muss auch sagen, so, er, der Schriftsteller, bei seiner Recherche kommt er drauf, dass sie dann irgendwann in die kommunistische Partei eingetreten ist, obwohl genau diese Ideologie alles zerstört hat, was ihr Leben ausgemacht hat. Und dann tritt sie irgendwann in die kommunistische Partei ein. Dann habe ich mir gedacht, na gut, das lasse ich jetzt mal. Also da will ich sie nicht. Aber es wird eine bündige Erklärung geben, warum. Da muss ich halt abwarten im Laufe des Schreibens, wie das so ist. Haben wir noch gedacht, wenn es keine gibt, kann ich das vorher immer noch rausstreichen. Und dann hat es keine gegeben und dann habe ich mich doch entschlossen, es nicht rauszustreichen. Es ist gut, dann in so einer Situation zu sagen, ich lasse es, ich weiß aber selber nicht warum. Weil zu sagen, ich weiß nicht warum, also streiche ich es weg, das ist nicht dem Leben nahe. In meiner Einbildungskraft, wo ich geschrieben habe, hat sich das so ergeben. Und das nehme ich, dann bin ich abergläubisch. Das nehme ich dann als Inspiration und die haben mir das gesagt. Und wenn ich allzu oft die Eingebung der Inspiration ignoriere, dann kann ich mir vorstellen, dass der Engel der Inspiration sagt, ja, dann lass es halt. Dann nicht mehr. Und das traue ich mich dann nicht. Mir gefällt, dass er sehr über die Inspiration und vom Engel von der Inspiration redet und auf den Engel auch angewiesen ist, um seine Geschichten zu schreiben. Und ich meine, es klingt ja nicht kindlich naiv, sondern es ist, glaube ich, sehr ernst gemeint, so wie ich ihn jetzt höre. Wie ist es denn mit dieser Geschichte von Michael Köhlmeier und der Geschichte im Roman von dem Michael Schriftsteller, der die Recherche macht?
Ja, das ist, ich finde das schon lustig. Es ist ja schon, der heisst jetzt Michael und der hat wirklich die gleichen Lebensdaten oder etwa die gleichen Lebensdaten wie der Original Michael Köhlmeier, aber er nimmt nicht von sich in Anspruch, dass das jetzt wirklich er ist und das ist auch wurscht. Letztlich, es ist einfach ein Schriftsteller und das ist auch das Tolle an der Konstruktion. Der muss er nämlich gar nicht alles erklären, was die Anouk denkt und macht und tut. Es ist ja aus seiner Sicht letztlich geschrieben und eben nicht aus ihrer Geschichte. Und so ist es ja auch möglich, die ganze Zeit Spanne zurück ins frühe 20. Jahrhundert anzukriegen. Aber es gibt dann tatsächlich noch eine Geschichte, die diese Figur Michael Köhlmeier betrifft. Und das ist eine Parallelgeschichte zu der eigentlichen Geschichte, hat auch wieder mit Ideologie zu tun. Und die spielt in den 70er Jahren. In dieser Zeit hat es auch einen Haufen linke Parteien und Splittergruppen gegeben. Das betrifft den Michael Köhlmeier natürlich auch. Er hat in einer linken Uni studiert und ist darum mit dieser Ideologie in Konflikt gekommen oder in Berührung gekommen. Und unter diesen Gruppen, das wiederum betrifft den Michael Köhlmeier nicht, hat es auch Maoisten gegeben, die sogenannte ML-Bewegung. Kannst du mehr dazu sagen? Das ist eine streng leninistisch organisierte Organisation, also eine Kaderpartei, wo teilweise die Leute auch beruflich dafür geschafft haben und wo sich wirklich auf die Fahne geschrieben haben, wir machen hier bei uns im Westen eine proletarische Revolution. Und der bekannteste Österreicher, den ich jetzt kenne und der offen mit dieser Vergangenheit umgeht, das ist der Konrad Paul Liessmann, ein berühmter Philosoph und auch ein guter Freund von Michael Köhlmeier. Die arbeiten oft zusammen. Auch hier in dieser Arbeit, in diesem Buch, da hat der Liessmann den Köhlmeier unterstützt. Und mit ihm konnte ich reden und ich habe ihn gefragt, was denn die Bewegung genau war. Die Marxisten und Leninisten sahen sich als Hüter der reinen Lehre. Und das zeigt schon, es ging in hohem Maße natürlich um die richtige Marx-Interpretation. Es ging um diese Vorstellung, dass es revisionistische Marx-Deutungen gibt, die sie vor allem in der Sozialdemokratie, aber auch in etablierten kommunistischen Parteien Westeuropas, also etwa bei den Eurokommunisten in Italien zu sehen waren, die man aufs Schärfste verurteilt hat, weil das eine Abkehr von der reinen Lehre war. Und diese aus linken Studentenbewegungen hervorgegangenen Marxisten und Leninisten haben tatsächlich eine direkte Linie gezogen von Lenin über Stalin zu Mao Zedong. Also in Parteilokalen dieser Studentenverbindungen konnte man tatsächlich an den Wänden sehen, die berühmten Porträts Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao. Wieso jetzt Stalin und Mao? Ja, das ist wirklich ein bisschen schräg. Also Marx, Engels, Lenin ist ja klar, das sind die grossen Väter von dieser Bewegung, oder? Aber beim Stalin ist es so gewesen, das erklärt sich aus dem Umstand, dass man gesagt hat, um den Sozialismus wirklich durchzusetzen und dann am Schluss zum Kommunismus zu kommen, da braucht es einfach mal ein paar Jahrzehnte Diktatur vom Proletariat. Und der Stalin ist da der härteste Junge in diesem Bereich. Und darum hat es dort Leute gegeben, die gesagt haben, wir müssen diesen knallharten Weg gehen. Und bei Mao ist es ein bisschen anders. Da geht es um die sogenannte Drei-Welten-Theorie. Er hat gesagt, es ist nicht mehr das westliche Proletariat, das die Revolution vorantreibt, sondern es ist die arme Bevölkerung in der dritten Welt, die sich jetzt gegen den Kolonialismus wehrt und so dann zum Kommunismus kommt. Und das ist ja ein Gedanke, der in der heutigen Ideologie, die um ist, auch nicht im Ganzen so weit weg ist. Okay. Ich brauche jetzt aber trotzdem noch mal ein bisschen Orientierung. Okay. Und zwar, wie kommt man dazu, im Westen sich so einer Bewegung anzuschliessen? Da gibt es einen Haufen Argumente. Aber ich habe jetzt gerade einmal die Gelegenheit genutzt, dass ich ja mit jemandem, der dabei war, reden konnte. Und ich habe den Konrad Paul Liessmann gerade nach dem gefragt. Also mich hat kurzzeitig diese Bewegung in der Tat fasziniert. Ich bin schon sehr früh als Gymnasiast schon politisiert worden und vor allem über die theoretische Schiene. Also mir hat die theoretische Auseinandersetzung mit Philosophen wie eben zuerst Hegel und dann eben Marx sehr fasziniert, obwohl ich wahrscheinlich sehr, sehr wenig verstanden habe damals. Und das war dann auch, wenn man so sagen will, das Faszinierende. Und das ist natürlich etwas, was ich heute als durchaus lehrreich empfinde, aber in absolut kritischer Distanz dazu stehe. Die Faszinierung, die von einer Bewegung ausgeht, die der Überzeugung ist, wirklich die Wahrheit gepachtet zu haben. Wie passt das jetzt alles in den Roman? Also wie ist das? Es tönt jetzt
oder man könnte meinen, es ist sehr technisch, aber ich weiss, weil du mir so begeistert von dem Buch erzählt hast, es hat einen extremen Sog. Aber erzähl mir, wie das zusammenkommt, bitte. Also klar, das ist jetzt Theorie gewesen. Aber in der Praxis ist es so, der Schriftsteller, der andere Michael Köhlmeier, der hat einen Freund, der heisst Carlo. Und die telefonieren einmal zusammen. Und die kennen sich aus WG-Zeiten, die haben zusammen studiert. Und der Carlo war in dieser maoistischen Bewegung gewesen. Und eines Tages tritt er aus dieser Bewegung aus. Und dann wird er plötzlich von Leuten abgeholt. Die möchten mit ihm reden. Wieso trittst du aus? Und die entführen ihn in einen Wald. Und dann setzen sie dann plötzlich aus mit dem Hinweis, dass da noch einen ist. Und vorher haben sie ihm bereits die Pistole gezeigt. Okay, was heisst das jetzt? Ich meine, das ist eine Drohgebärde. Ja, das bedeutet, dass es da einen Befehl gibt, dass ein Führungsoffizier, so wird er im Buch genannt, einer von dieser Partei, eine Frau, die Gelinde heisst, befohlen hat, den, der jetzt geht, umzubringen. Und ist das realistisch? Ist das wirklich passiert? Also im Roman passiert es nicht. Und in der Realität ist mir jetzt wirklich auch nicht der Fall bekannt, wo innerhalb von dieser maoistischen Szene jemand umgebracht worden ist. Es gibt einen Fall in der RAF. Dort hat es wirklich einen Abtrünnigen gegeben, der nachher ermordet worden ist. Trotzdem, der Austritt aus so einer sektenartigen Partei ist nicht einfach gewesen, wie der Liesmann mir erzählt hat. Ich kann mich gut erinnern, dass, als ich eben das bekannt gegeben habe, dass ich austreten möchte, einer der führenden Funktionäre dieser Studentengruppe, der übrigens ein ziemlich bedeutender österreichischer Schriftsteller dann geworden ist, eine Nacht lang mit mir diskutiert hat, versucht hat, mir ins Gewissen zu reden und mir klarzumachen, welche sozusagen schäbige Haltung es wäre, welche kleinbürgerliche Haltung es wäre, welche reaktionäre Haltung es wäre, jetzt die gute Sache zu verraten und die Bewegung zu verlassen. Das heißt also, alle diese Mechanismen, wie Gruppendruck funktioniert, wie Solidarisierungserpressungen funktioniert, habe ich in dieser Zeit gelernt und bin deshalb unglaublich hellhörig und sensibel, wenn ich spüre, dass in anderen Bewegungen ähnliche Mechanismen wieder sichtbar werden. Ja, und darum gehört eben der Konrad Paul Liesmann auch heute zu denen, die ganz vehement gegen neue Ideologien angehen. Und er wird auch wegen dem ständig vom österreichischen Fernsehen eingeladen und muss zu diversen Sachen, die heute diskutiert werden, Stellung beziehen. Aber, und das muss man auch sagen, im Buch wird die Episode noch einmal ganz anders gedeutet. Und das sagt der Michael Köhlmeier. Ich weiß, dass es etwas sehr Prickelndes für viele war damals, so praktisch Stalinismus nachzuspielen, Leninismus nachzuspielen, Revolution nachzuspielen, bis in die Kleidung hinein, dass man also mit Vorliebe schwarze Lederjacken getragen hat, wie es die Tschecher getragen hat, oder die Mützen oder so weiter, dass man das Gefühl hat, ich kam dann irgendwann einmal selber auf die Formel, dass wir dem Weltgeist, wenn es ihn denn gibt, ne, den Hegelschen, vorwerfen, dass er uns nicht einer Katastrophe für würdig empfunden hat, unsere Generation. Das heißt aber auch, dass wir in einem historischen Sinne abenteuerlos waren. Also unsere Abenteuer waren, die wir uns selber gemacht haben, aber nicht, dass die Geschichte uns eine Bewährungsprobe gestellt hat. Und insofern ist unsere Zeit vergleichbar mit der Zeit vielleicht vor dem Ersten Weltkrieg. Wenn ich lese, Thomas Mann in den Betrachtungen eines Unpolitischen, wo er sagt, als dann der Weltkrieg ausgebrochen ist, endlich ruft er aus, der klare Kopf Thomas Mann, endlich diese Befreiung, die da war. Und wir fragen sich halt, wovon seid ihr befreit worden, um Himmels Willen? Oder? Der Stefan Zweig schreibt irgendwann, ich konnte in dieser Zeit von Schweden bis zum Schwarzen Meer fahren, ohne ein einziges Mal den Pass vorzuweisen. Also wovon seid ihr befreit worden? Von so einer existenziellen Langeweile. Ich finde das total spannend, was er sagt, weil ich meine, das kann man ja auch nachvollziehen, so als erwachsene Person, auch der jugendliche Wunsch nach Zugehörigkeit und so das Kämpfen für etwas und für etwas einstehen und Identität finden in etwas, aber dann gar nicht zu wissen, was das heisst. Ja, genau, es sind wirklich Spiele gewesen. Man weiss nicht, was es heisst. Das Fatale ist ja, es ist ja mitten in einer hochdemokratischen Situation gewesen, zu einer Zeit, wo sie auch wirtschaftlich wunderbar gelaufen ist. Aber der Punkt mit der Langweile, da ist wahrscheinlich schon entscheidend. Es passiert nichts, es läuft alles so gut. Also müssen wir halt die Revolution spielen. Also aus einem Privileg heraus, ja, quasi sich für etwas zu entscheiden, wo man das Feuer fangen kann. Aber kommen wir zum Schluss, also zurück zum Roman und gehen nochmal zurück aufs Schiff. Genau, und da passiert ja jetzt noch etwas, wo das eigentlich Geniale an dieser ganzen Geschichte ist. Die Anouk Perlmann-Jakob ist auf dem Schiff und man ist mitten auf dem Meer.
5 Tage haltet das Schiff an. Da kommt ein Boot, da wird einer eingeladen. In einem Rollstuhl. Der sieht ziemlich scheiter aus. Es hat schon einige Schlaganfälle hinter sich. Wird auf Deck gesetzt, erste Klasse, und stellt sich heraus, es ist der Lenin. Und die 14-jährige Anouk, die entdeckt jetzt den. Die besucht ihn jeden Tag, die freundet sich mit dem an. Und dann, eines Tages, haltet das Schiff wieder an. Es wird wieder ein ausgeladen. Der geht auch an Deck. Und in dieser Situation möchte ich nochmal in den Roman einsteigen. Mein Freund saß in seinem Rollstuhl an seinem Platz. Er war nicht allein. Vor ihm stand ein Mann. Er war im Schatten, nur seine Hand, wenn er sie vorstreckte, um auf meinen Freund zu deuten, die Hand konnte ich sehen. Die war zart und sehr weiß. »Fragen Sie sich«, sagte der Mann, »fragen Sie sich, Wladimir Iljitsch, warum ich gekommen bin?« »Es ist gewiss kein Besuch«, sagte er. »Ein Besucher bringt etwas mit. Ich aber komme mit nichts.« Und weiters fragte er, ob er sich inzwischen immer noch wundere, warum er hier sei, auf diesem Schiff. Das habe er sich doch die ganze Zeit gefragt. Das könne er doch nicht leugnen. Und er gab selbst die Antwort. Die Antwort, sagte er, die laute: Wladimir Iljitsch, Sie werden nicht mehr gebraucht. Weißt du, wer der andere ist? Also ich kann es nur raten. Und ich fände es ziemlich crazy, der Stalin in dem Fall. Natürlich ist der Stalin, oder? Okay. Und jetzt ist es natürlich auch so, der Stalin ist allein mit dem Lenin auf dem Schiff. Wir sind im Jahr 1922 und er nutzt die Situation und liquidiert ihn, geht ihn über Bord. Sehr schön. Aber ich meine, da kommt Fiktion wieder mit realen historischen Figuren zusammen. Wissen wir das? Ich weiß es nicht. Nein, aber er liegt ja im Mausoleum, der Lenin. Ja, da könnte ja Madame Dussault dahinter stecken. Okay. Nein, jetzt aber ohne Witz. Es gibt keinen Mitstreiter vom Lenin und vom Stalin, wo der Stalin später nicht umgebracht hat. Nicht einer hat den Stalin überlebt aus der ersten Generation der Bolschewiki. Und wer sagt uns, dass nicht auch der Lenin am Schluss hat daran glauben? Weil die historische Situation war so, der ist von seinen Ärzten, der Lenin, vollkommen abgeschirmt worden. Und die Ärzte haben immer dem Stalin Bericht erstatten, wie es ihm geht. Und der Lenin hat auch noch versucht, vor dem Stalin zu warnen. Und das hat dem Stalin extrem geschadet. Und es gibt möglicherweise einen Grund, das zu machen. Aber natürlich, vielleicht ist es eine Fiktion, wir wissen es nicht. Schöne Pointe. Aber sag mir mal noch schnell, Michael, das Buch zu lesen, wie ist es dir gegangen? Ist es ein Page-Turner oder wird man so ein bisschen belehrt? Also in meinem Fall, wo mich sehr für solche Sachen interessiert, ist das ein absoluter Page-Turner. Michael Köhlmeier ist nicht ein Autor, der Leute belehrt. Es ist wirklich ein Schriftsteller, der fragt, wie ist das damals, und eine Frau, die erzählt, wie es damals war, und das ist höchst sinnlich. Und vom Stilistischen her kann man sagen, es sind alles sehr kurze Sätze. So ist es gesehen, so ist es gesehen, so ist es gesehen, in so einer Lakonie, in einer Trockenheit. Also das, was der Michael Köhlmeier über die alte Frau, die er damals getroffen hat, gesagt hat, das ist auch hier verwirklicht. Das ist eine Frau, der hört man wahnsinnig gerne zu. Also es hat einen Sog und man kann das Buch nicht ablegen? Also ich habe es in einem Schnutz durchgelesen. Dann freue ich mich drauf. Dann würde ich dir das empfehlen. Das war es, unsere erste Ausgabe von «2 mit Buch». Hat es dir Spass gemacht? Ja, es hat mir Freude gemacht. Jetzt möchte ich das Buch lesen. Bitte schock es mir rüber, um auf Zürichdeutsch etwas zu sagen. Das Philosophenschiff von Michael Köhlmeier, erschienen ist es beim Hansa Verlag. Und Zitat gelesen hat Marie Löcker. Danke, Michael. Mein Name ist Jennifer Katschuri. Danke, Jennifer. Mein Name ist Michael Lusier.